Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. 7 Wochen lang ist gekocht worden hier am grössten Kochwettbewerb der Schweiz. Und heute Abend kommt es aus, wer die Landfrau 2025 wird. Hier bei der grossen Finalshow von SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Es ist soweit. 7 Landfrauen aus der ganzen Schweiz haben 7-mal füreinander gekocht und sich gegenseitig bewertet. Wer ist am Schluss unsere Siegerin? Das grosse Finale von Landfrauenküche. Aus der Kartausen-Ittingen im Kanton Thurgau begrüßt sie Nicole Berchtold. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, daheim und natürlich auch hier in der Kornschütte der historischen Klosteranlage. Mit dabei unsere Liveband unter der Leitung von Dani Häusli. Ja, und da sind sie alle schon schön drapiert an diesen runden Tischen. Familie, Angehörige, Freunde, Kinder, alle sind gespannt am Daumen drücken und am Warten, wer heute Abend hier Landfrau 2025 wird. Ja, fehlen eigentlich nur noch unsere 7 Anwärterinnen auf den gloriosen Titel. Und hier sind sie, Lorena Rösli aus Luzern. Milena Knutti aus Bern. Aus dem Kanton Aargau, Stefanie Hitz. Aus dem Glarus, Karin Landolt. Irene Meyer aus dem Kanton Zug. Und aus dem Bündnerland, Rahel Margret. Und last but not least, aus St. Gallen, Corinna Kohler. Was für ein Empfang, wunderbar. Schön, euch alle 7 so beieinander zu haben. Und du, Corinna, hast glaube heute Morgen schon ein bisschen Action gehabt. Ja, genau. Es hat ausgerechnet heute noch Kälbchen gegeben, der sich hinter dem Stall versteckt hat. Das haben wir noch suchen. Und gefunden, hoffentlich? Ja, gefunden. Sehr gut. Ja, es ist schon ein Kontrast, was da gegeben hat zwischen eurem normalen Alltag und jetzt dem, was in diesem Fernsehen passiert ist. Was hat es gemacht mit euch, jetzt, die Landfrauenküche-Teilnahme? Es war sehr aufregend. Natürlich musste man alles nebeneinander vorbeischaukeln. Das war manchmal noch ein bisschen herausfordernd. Aber schlussendlich hat es einfach nur Freude gemacht. Und hat es auch besondere Reaktionen gegeben, die man jetzt so mitbekommen hat? Ja, man hätte das gar nicht erwartet. Also ich war fast ein bisschen überfordert mit so viel Post. Aha. Jetzt ist ja die Finalsendung eben auch der Moment, wo der Puls noch mal aufgeht. Heute Abend wollen wir natürlich auflösen, wer von euch 7 schlussendlich das Rennen macht und Landfrau 2025 wird und einen Gutschein im Wert von 10'000 Franken bekommt. Ja, Gutscheine gibt es zu gewinnen, leider keine Heukräne. Wir haben gehört sagen, dass seit der ersten Folge von der Lorena Rösli der Absatzmarkt der Heukräne exponentiell angestiegen ist. Und das war ja nur eines von diesen Highlights, die es in dieser 19. Landfrauenküche-Staffel gegeben hat. Wir starten unseren Rückblick und schauen zurück auf die ersten 4 Landfrauenküche-Sendungen. Das Hasle im Entlebuch ist die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten daheim. Lorena Rösli. Sie ist 26 und hat eine 2-jährige Tochter, Lenia. Die Kühe morgen fressen, wenn sie wieder reinkommen. Zusammen mit ihrem Mann Kilian hat sie etwas Einmaliges ausgedacht. Das Essen für die Landfrauen kommt bei ihnen mit dem Heukran. Ja, das ist einfach so ein bisschen der Nervenkitzel, den wir glaube beide ein bisschen brauchen. Es ist ja cool, wenn es ein bisschen Spektakel gibt. Ich hoffe einfach, es funktioniert. Danke vielmals. Mega schön. Schön. Mega! Auch beim Menü, ein Rindfilet im Vakuumbeutel, kommt spezielle Technik zum Einsatz. Kilian, bist du bereit? Schnell und präzise muss alles ablaufen. Das Ballet? Den kann ich gerade servieren. So cool. Danke vielmals. Die Idee habe ich super gefunden, der Heukran. Es war für uns ein riesiges Highlight. Ich habe in meinem Leben noch nie ein so feines Rindsfilet gehabt.
Erlenbach im Simmental ist die Heime der gelernten Primarlehrerin der Milena Knutti. Sie hat 3 kleine Buben zusammen mit ihrem Mann, Kilian. Hallo. Hoi. Ja, hallo. Sie führen einen Mastbetrieb für Poulet und Trautenfleisch. Feines Fleisch vom eigenen Hof und selber gemachter Blätterteig. Ihr Rezept zum Gewinnen. Die Teilnahme an Landfrau-Küche war für mich schon ein Thema. Die Situation, wo man sich da drin gibt, der Wettbewerb, der eher Neuland ist für mich. Alles muss stimmen, wenn man maximal punkten will. Dunkle Dauer ist wirklich keine Chance, um etwas zu verschmieren. Das sieht so schön farbig aus. An was würden wir jetzt gemerkt, dass das selber gemachter Blätterteig ist? Ich denke mir also ein bisschen mehr butterig, nicht? Das Fleisch war sehr gut gewürzt und für mich hat der Garpunkt auch tiptop gestimmt. In Nussbaumen im Kanton Aargau wohnen und arbeiten Steffi Hitz und ihre Familie. Ich habe mir Kühe rauslassen. Willst du schauen? Also heb dich schnell. Sie führen einen Betrieb mit tierfreundlicher Mutter-Kalb-Haltung. Und obwohl Steffi Vegi ist, kocht sie Fleisch für die Landfrauen. Es wäre natürlich cool, unter die ersten 3 zu kommen, aber ich glaube, das wird schwierig. Mal schauen. Also ich... Mal geht schon, komm. Nein, es sieht überhaupt nicht schön aus. Wie es aussieht, ist das eine. Einfach die Besten. Tipptopp. Top, tschüss. Man kann bei der Landfrauenküche Schnaufen. Alles gut, alles gerettet. aber auch mit anderen Kriterien gross punkten. Für mich gibt es bei diesem Menü die höchste Punktzahl in der Kreativität und Saisonalität. Braucht jemand noch ein bisschen Soße? Oder ist gut? Ein Rätsel bleibt. Ja, ich gerne ein bisschen. Ist echt die Suppe als Soße serviert worden? Ich habe mich nicht getraut, um etwas zu sagen, aber es ist mir schon ein bisschen komisch vorgekommen. Ich dachte, hey, wieso hat jetzt diese Soße so eine andere Farbe? In Mollis im Kanton Glarus bauert Karin Landolt zusammen mit ihrem Mann Fridolin. Sie haben einen Milchkuhbetrieb in 4. Generation. Dann habe ich überlegt und gedacht, ja, dann mache ich das. Ich nehme jetzt alle Mut zusammen. Ihr Menü hat ein Konzept. Das Glarnertüchli hat ja einen Tropfen drauf. Und weil wir im Glarnerland sind, probiere ich jetzt gerade mal die Tropfen zu spritzen. Glarner Tropfen. Auch bei der Deko der rote Faden. So, jetzt geht's los. He? Im Hauptgang ein feuriges Kalbstroganoff. Und der Herdöpfelstock auch ein Tropfen. Willst du noch ein bisschen schärfer? Ja, ich kann schon. Kannst du noch mal nachschöpfen? Oh, danke viel. Schön. Schau da, der Tropfen. Da ist der Tropfen. Eine gewisse Schärfe, schon, aber nein, es war wirklich wunderbar fein zum Essen. Ja, da ist der Lichterung gross am Schluss. Karin, du hast gesagt, du hättest allen Mut zusammennehmen. Vor was hast du Angst gehabt? Ja, es ist einfach ungewohnt, im Fernsehen zu sein und vor der Kamera. Und hast du rückblickend eine gute Erfahrung gemacht? Ja, ich hatte ein ganz gutes Team. Geht dem aber auch noch ein bisschen näher, gell? Weil da hat man so viel Zeit und Herzblut drin investiert. Ja, das geht auch wirklich näher. Es war intensiv diese Woche und das ist viel gelaufen. Und heute Abend? Ja, heute Abend geniesse ich, dass ich voller Zeug. Sehr gut. Also, wir genießen es natürlich auch und wir schauen, wie sich die anderen 3 Landfrauen auch mutig haben, das Zeug gelegt bei unserem zweiten Rückblick von der Sendung 5 bis 7.
Oberhalb vom Ägerisee, zu Anlosen im Kanton Zug, da bauert die gelernte Kinski-Lehrerin Irene Meyer mit ihrem Mann, Pirmin. Zusammen haben sie 4 Kinder und führen einen Gemeinschaftsbetrieb. In ihrem Menü spielt Molekularküche eine Rolle. Ich glaube, es kommt gar nicht schlecht. Die haben ganz eine gute Grösse. Das gefällt mir. Ihr Bruder, der Erwin, hilft ihr beim grossen Kochwettbewerb. Ja, meine Erwartungen an mich sind relativ hoch. Ich will mich nicht blamieren. Ich will an den Frauen etwas bieten. Das macht sie in ihrem alten Wäschhäuschen. Und auch das Menü. Alles unter dem Motto «Wäsch». Oh. Ganz einfach. Ihr Hauptgang? 2 Mio-Bretter. Der eine ist ein gross dort. Ein Filet-Duett von Kalb und Rind. Einem Motto entsprechend serviert. Hauptgang auf dem Wäschbrett. Sehr cool. Ja, die hat Fee ein bisschen vorgelegt. Ja, ich glaube, die Irene hat jetzt heute schon ein bisschen den Vogel abgeschossen, ja. Mir war jetzt das eine Filet, das Rindsfilet, zu wenig durch. Aber ja, das ist halt auch sehr Geschmackssache. In Langwies im Bündnerland, im Bergtal Schanfigg, bewirtschaftet Rahel Margret mit ihrer Familie einen Biobauernhof. Sie ist 34 und hat 4 Kinder. Oh, genau, einen Sack voll Flöhe haben wir. Manchmal ein bisschen schwierig, aber irgendwie auch schön. In der Küche beweist sie Mut und probiert Neues. Keine Ahnung, wie die Soße sollte werden. Ja, ich staune selber auf meiner Risikobereitschaft. Ja. Das ist meine Herausforderung als Zürcherin, Pizzockel machen. Wahrscheinlich kann es Corinna besser als ich. Sie überrascht mit einer traditionellen Konservierungsmethode. Sterilisiert das Voressen aus dem Glas. Recht ein guter. Das Fleisch ist speziell, aber ist wirklich fein. Es hat mir eigentlich sehr gut gepasst mit dieser feinen Holundersoße. Das war wirklich fein. Meierina bei Pfäfers im Kanton St. Gallen. Das Zuhause von der Corinna Kohler. Ja, alle Kollegen kennen mich so. Eben, sie spötteln immer, dass nicht einmal Kühe ohne Schminke je gesehen haben. 3 Kinder, noch viel mehr Hühner und am liebsten alles in Pink. Ja, und irgendwann haben wir dann tatsächlich sogar eine pinke Eierschachtel gefunden. Ihre Farbe zieht sie durch, auch im Menü für die Landfrauen. Es ist heikel, dass das Biskuit jetzt nicht abeinander bricht, weil das eben gefroren ist. Auch sie wird es beim Wettbewerb ganz vorne arbeiten. Ich setze enorm auf die Regionalität und natürlich Fleisch aus der eigenen Produktion. Liebe Lammfrauen, also herzlich willkommen in unserer Lammfrauenstube. Aus Fleisch, rosa Roastbeef. Ich bin echt happy. Ich hätte nicht gedacht, aber es ist wirklich super gekommen. Das Fleisch hat so wunderbar rosa ausgesehen und die Salatsauce war sehr fein. Ja, das ist super. Sie ist super. Sie sieht super aus, darf sie noch nicht verlaufen. Es hat einem gerade lustig gemacht, das alles zu probieren. Dessert. Ja, pink. Das ist voll deine Farbe. Corinna, woher kommt das eigentlich? Warum so das Pink? Bist du das immer schon gewesen, oder? Ja, irgendwie schon. Meine Mama hat komischerweise immer Rot als Lieblingsfarbe gehabt. Also excuse. Und ich als Kind immer Rot tragen und irgendwie hat dann das einmal gewechselt bei mir auf Pink. Ja. Aber heute bist du sehr dezent, eigentlich nicht in Pink. Ja, so leicht rosa.
So leicht. Also das ist auch noch gut. Ja, das darf auch. Also, nicht in pink, sondern schwarz auf weiß geht es jetzt weiter. Und zwar mit der Wahl von unserem Service Superstar 2025. Ja, das ist der Moment, wo wir einen von euren 7 Männern auszeichnen für seinen Service-Einsatz. Und ja, also die haben ja einen veritablen Härtetest müssen bestehen. 6 Landfrauen im Nacken und ein Tablet vor der Brust. Also das muss ich zuerst mal einen nachher machen. Aber sie haben sich dem gestellt. Und wie sie das gemacht haben, das schauen wir uns jetzt an im Rückblick. Da haben wir auch noch ein bisschen. Nein, das ist gut. Der tun wir auch. Das ist gut. Hier noch ein bisschen. Ich denke, es wäre schön, wenn man ein Restaurant hat. Oh, das ist jetzt meine Gelegenheit, zu servieren. Super, ist das gar nicht ein Rotwein, oder wie? Ja, ich würde sagen. Le Lemon et Rouge. Jetzt zum Rotwein, Hauptgang, wir nehmen Le Lemon. Le Lemon. Le Lemon et Rouge. Eine Wattländer Traube, die produziert im Arental. Willst du jetzt einen Beizenöffner? Nein, im Moment nicht. Den vielleicht schon mal. Aber den tue ich nicht servieren. Etwas Schwieriges? Nein. Nichts Schwieriges? Nein. Du stehst am besten hier hin. Dann sehen dich alle. Kannst du mal kommen? Mein Mann im Service, der wird das sicher gut machen. Der ist vielleicht auch nervös. Ich weiss es gar nicht. Du weißt ja noch, was für ein Wein das ist. Federweisse. Gut. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ein Löffel? Ein Steck. Oh, Steck. Der Fridolin hat seine Arbeit mega souverän gemacht, also in einer Ruhe. Schau jetzt, es ist voll parat. Wenigstens parat. Ja. Super, da bin ich froh. Ist das unser Superöffner, Herr Rosenrot? Der Andi ist äußerlich die Ruhe selbst, aber innerlich glaube ich nicht. Weil er hat recht zittert von dem Moment. Oder eintrinken und Bier. Wer will sie? Super. Es sollte ja kein Zapfen, ist ja Kunststoff, nicht? Liebe Landfrauen, ich möchte euch gerne den Wein vorstellen. Wir haben uns hier beraten auf dem Burghof, weil wir, Corinna und ich, zu wenig Wein trinken, um euch hier Auskunft zu geben. Der Andi hat das sehr gut gemacht. Am Anfang auch leicht nervös, aber das darf jetzt auch sein. Aber ich finde, er hat das sehr sympathisch übergebracht. Warte, aber soll ich dir dort die Türen aufmachen? Ah nein, nicht der Arsch. Michi Move. Dann wünsche ich einen guten. Danke. Wenn wir jetzt das nehmen? Darum habe ich jetzt plötzlich gedacht. Alkohol? Ja, alle haben sich irgendwie gewundert, was wir da sollen, die Suppe essen. Dürfen wir noch 6 Suppenlöffel? Scheiße! Entschuldigung, Steffi. Ja, kannst du bitte den Kran überfahren? Einen guten zusammen. Danke. Ich habe ein paar Sachen vergessen. Zum Beispiel das Wasser fragen mit oder ohne Läterli. Der Kilian hat wahrscheinlich sehr heiß gehabt, aber er hat das sehr gut gemacht. Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Ja. Alles perfekt gegangen mit dem Joystick. Dann geht das Schlag auf Schlag. Ja, jetzt geht es rund. Ich bin noch richtig gefordert. Darf ich euch noch den Wein vorstellen? Am meisten Kopfzerbrechen hat er sich um den Wein gemacht. Er hat gestern Abend extra noch den Winzerin angerufen. Genau, die Dorothea, das ist ein Fantasiename von Winzerin. Aber anscheinend hat ihre Großmutter so geheißen. Der Bündner Servicemann, also der ist ja, also wirklich genial gewesen. Ein guter. Kurz und schmerzlos ist das über die Bühne, ja. Vorspeise können wir servieren, hä? Ja. Dieses Holzbrett ist nicht mehr. Das ist alles. Gut, der letzte bringt die Suppe, gell? Ja. Der Birmin war recht nervös, aber er hat es mega gut gemacht. Also bis auf den kleinen Patzer beim Hauptgang. Das ist auch Zum Wohl miteinander. Danke. Der Pirmin hat das mit sehr viel Charme und Überzeugung gemacht. Prost! Jetzt kommt aus, wer wird unser Service Superstar 2025? Wer von euch 7 Männer hat mit seinem Servicetalent am meisten punkten können? Weil ihr Landfrauen habt abgestimmt und euer Ergebnis steht hier in diesem Umschlag.
Der Service Superstar 2025 ist der Andi Koller. Andi, komm zu mir. Herzliche Gratulation. Du bekommst das Unikat über, das Tablett vom Service Superstar 2025. Und nur du jetzt darfst haben. Und es ist schon noch bezeichnend. Du bist Service Superstar geworden ohne Weinkenntnis. Ja. Super. Das müssen wir zuerst mal machen. Mit was stoßt du jetzt an heute Abend? Mit was? Mit dem, was ich trinke, nicht? Mit dem Bier. Etwa mit dem Bier. Ja, genau. Also, obendrauf bekommst du noch einen Reisegutschein im Wert von 500 Franken. Und weil es mit Servieren jetzt schon so gut klappt, können wir uns jetzt auf das Kochen konzentrieren. Und für das gebe ich dir unser neuestes Kochbuch mit Rezept aus den letzten 3 Landfrauenküche-Staffeln. Herzliche Gratulation und viel Freude. Vielen Dank, vielen Dank. Unser Service Superstar, Andi Koller. Merci vielmals. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat die 19. Landfrauenküche-Staffel eine der persönlichsten überhaupt gedünkt. Wir haben zum Teil in die ungeschminkten Alltag von unseren Landfrauen hineinschauen, mit ihnen ihre Sorgen und Herausforderungen teilen. Und jede von ihnen hat eindrücklich bewiesen, dass das alles andere als ein Kinderspiel ist, das sie da Tag für Tag stemmt. Morgen früh bis Abend spät. Tschüss, Mama. Immer sind sie da für alle. Ja, hallo. Bist du schon wieder müde? Sie sind das Rückgrat der Familie. Kannst du mal schreiben. Und wo bist du da? Was hast du da für einen... Die Kinder unterstützen, ihnen die Welt zeigen. Bist du drüber? Das Leben mit all seinen Herausforderungen. Mut machen, nach vorne schauen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Mittlerweile ist der Stand der, dass er eine Entwicklungsverzögerung von etwa einem Jahr hat. Und ja, viel mehr wissen wir eigentlich noch nicht. Und ja, wir nehmen es einfach, wie es ist. Das Leben, manchmal auch einfach ein Glück, dass man es noch hat. Er ist dann ein bisschen auf diese Seite rausgekommen und hat dann das Steuerrad umgezogen und dann sind wir da das Loch ab. Und also er war, glaube ich, wirklich froh gewesen, haben wir das überlebt, ja. Ja. Ich habe eigentlich ziemlich früh schon gesehen, dass sich er einfach nicht normal entwickelt. Mach gar nichts. Soll ich es rausnehmen? Und ja, das war schon ein kompletter Schlag ins Gesicht. Die Landfrauen haben uns auch das ungeschminkte Gesicht vom Leben gezeigt. Ich mache hier mit, um zu zeigen, wie es ist mit 4 Kindern. Mit Bauern, einfach Stallhof, alles drum und dran. Oh, Martin! Aber tragen mag dich nicht. Dann komm! Manchmal sieht nicht alles so aus, wie es von außen scheint. Viel unsichtbare Arbeit, die die Familie zusammenhält. Der Tag ist vergangen, jetzt gehe ich ins Bett. Kleine und grosse Sorgen gehören dazu. Man weiss, wie es angewiesen ist aufeinander, dass ich eine starke Frau habe. Das möchte ich ihr danken sagen. Er wird wahrscheinlich Mühe haben in der Schule. Aber ja, eben, wir haben ihn gern so, wie er ist. Und er wird seinen Weg machen. Es ist so auch eine Erkenntnis, dass ich eigentlich daheim ganz glücklich bin. Er hat alles erreicht, was er bis jetzt mit seinem Kopf, seinem Willen. Und es zeigt mir auch, dass wir uns
alle unsere Grenzen selber setzen. Danke für den Mut, auch das echte Leben zu zeigen. Eindrücklich und natürlich auch sehr berührend, wie wir nicht nur bei euch im Hof, sondern auch in die Küche, sondern auch in unser Herz hineinschauen dürfen. Ihr seid alle so ein bisschen bewegt. Was löst das aus, jetzt, wenn ihr die Bilder noch mal so seht, Steffi? Ja, es ist halt manchmal, ja, man muss immer ein bisschen abwägen. Die Zeit ist irgendwie immer ein bisschen zu wenig. Und manchmal muss man die Kinder zurückstecken. Aber irgendwie sehen alle ein bisschen das Gleiche. Ja. Und ich glaube, wir machen das alle sehr gut. Ja, es ist schon so eine grosse Belastung, die halt einfach immer noch auf uns Frauen liegt, auf uns Müttern liegt. Rahel, du hast schon ganz offen über die Belastung geredet. Du hast gesagt, dass der Alben einfach auch zu viel ist. Dass ja, nicht so einfach ist. Und trotzdem war es ganz wichtig, das anzusprechen. Warum war es dir so wichtig? Ja, weil es manchmal... Eben, wir wohnen so an einem schönen Ort und das Bündnerland ist für alle so ein Ort von Ferien und es ist alles so hübsch. Und manchmal ist es eben halt nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und wenn man immer in dem innen ist, man hat genau gleiche Alltagssorgen, wie wenn man daheim ist. Und das ist manchmal so ein Kontrast, der ist. Einerseits wohnt man an so einem schönen Ort und man könnte es so geniessen und gleich, es ist einfach ein schöner Alltag, wie er ist. Fühlt man sich auch sehr allein in diesem Moment? Ja, manchmal schon. Ja. Und trotzdem, glaube ich, hast du hier 6 Verbündete gefunden, weil sie nicht alle. Ich glaube, das kennen wir alle. Milena, hast du dich auch wieder erkannt in dieser Sendung jetzt gerade von der Rahel? Natürlich, extrem. Das ist auch mein Alltag daheim. Manchmal mehr, manchmal weniger laut. Aber ja, es ist so etwas Paradoxes manchmal. Es ist das schönste Leben und manchmal auch das anstrengendste Leben. Ja. Und trotzdem mit seiner Teilnahme hier bei der Landfrau-Küche ist eigentlich noch so einer oben drauf. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, das hat vielleicht auch ganz neue Optionen aufgetan. Dass man vielleicht eben mal gemerkt hat, dass es so geht, wenn die Mami nicht da ist. Corinna? Ja, für mich war das völlig eine neue Erfahrung. Aber auch eine gute und eine wichtige Erfahrung. Ich bin seit Rina auf der Welt das erste Mal von daheim wieder weg. Und ja, es hat gut getan, auch mal zu wissen, dass man so ein gutes Umfeld daheim hat, dass es auch ohne mich geht. Schön, dass ihr diese Geschichte mit uns teilt habt, auch wenn es nicht einfach ist, wenn es einem emotional sehr berührt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben auch über diese Geschichten reden. Und das ist eine Inspiration ganz sicher auch für einen Haufen Zuschauerinnen und Zuschauer daheim und hier im Saal. Merci vielmals. Ja. Und jetzt dürft ihr noch einmal tief durchschnaufen, weil schon gleich geht es in Richtung Halbfinale. Und ich gehe vorher jetzt noch einmal Pause fühlen bei euren Angehörigen und eurer Familie dahinter. Als erstes schauen wir gerade mal bei der Familie Margret, bei den Jüngsten rein, Nina und Florina. Euch hat man ja in der Küche auch gesehen, mithelfen. Wie findest du, wie macht es die Mami heute Abend? Mensch, ist sie ein bisschen nervös? Ja. Schon. Und warum hat sie denn den Sieg verdient? Weil sie ehrlich ist und sie kann auch gut kochen. Sehr gut. Was hast du am liebsten von ihr? Ich habe eigentlich alles gerne. Ah, das hört man gerne. Wir gehen mal hier hinten. Da ist die Familie Meier. Und da haben wir die Lara. Was findest du? Warum sollte deine Mami gewinnen heute hier? Weil sie einfach das beste Mami ist. Und ja, sie ist immer offen zu uns und so. Ja, viel Glück, Mami. Ja, jetzt geht es nämlich um die Wurst. Fragen wir mal da noch kurz rein bei der Familie Kohler. Rina, was denkst du heute? Wie stehen die Siegeschancen von Mami? Ja, ich denke, es steht gut an der Art. Ja, sie ist sicher auch nervös. Ja. Und wenn wir zum Schluss der Mami noch viel Glück wünschen, vielleicht hier gegen vorne, dass sie es gut gehört. Wir drücken ihr den Daumen, sie schafft das. Sehr gut. Also, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wir kommen jetzt nämlich zu unserer ersten Entscheidungsrunde. Jetzt dürfte der Puls von unseren Landfrauen gerade ganz steil aufwärts gehen, wie das Ventil beim Dampfkochtopf, kurz bevor er pfeift. Wir kommen nämlich zum Halbfinaleinzug. Das ist der Moment, wo wir uns von 4 von euch
verabschieden. Und nur 3 Landfrauen kommen weiter in Halbfinale. Welche 3 im Traum von dem Landfrauentitel 2025 jetzt einen grossen Schritt näher kommen, das sehen wir jetzt in unserer Entscheidungsgrafik. Und als erstes geht es los mit der Lorena Rösli aus Luzern. Schafft sie den Sprung in Halbfinale? Jawohl! Jetzt schauen wir, wie es bei Milena Knutti aussieht. Da hat es leider nicht gelangt. Für dich, Milena, geht das Landfrauenabenteuer an dieser Stelle zu Ende. Und jetzt hören wir den Herzschlag von der Steffi Hitz. Schafft sie den Sprung in Halbfinale? Leider auch da ist das Landfrauenküche-Abenteuer zu Ende. Wie sieht es bei Karin Landolt aus? Löst sie das Halbfinalticket? Und hier geht deine Reise zu Ende. Irene Meier, Halbfinale oder nicht? Unsere zweite Halbfinalistin heute Abend. 2 Landfrauen und nur noch 1 Halbfinalticket. Wer löst es? Die Corinna oder die Rahel? Und es ist Corinna Koller. Gratuliere. Ich hätte 100%. Corinna, Irene und Lorena sind unsere Halbfinalistinnen. Und von euch 4 müssen wir uns an dieser Stelle schweren Herzens verabschieden. Aber ihr geht nicht mit leeren Händen heim. Ein 500 Franken Gutschein von der Migros und Blumen für Milena. Und natürlich auch für Rahel. Und wir sagen merci vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Eine Riesenleistung. Danke vielmals, ihr dürft bei eurer Familie Platz nehmen. Das sind also unsere 3 Halbfinalistinnen, Lorena, Irene und Corinna. Ja. Ihr dürft jetzt noch einmal ganz tief Luft holen, bevor es in die nächste Entscheidungsrunde geht, nämlich im Finale. Ja, es ist spannend hier bei uns bei der grossen Finalshow von SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Und es ist auch lustig zwischendurch. Ja, nämlich genau dann, wenn etwas schief geht und die Kamera gleich noch läuft. Hier sind unsere Hoppalas. Muss ich da reinschauen? Nie zugeschaut. Ich muss nur so heben, mehr muss ich nicht machen. Ich rede zu viel, gell? Stimmt gar nicht. Nein, es sieht überhaupt nicht schön aus. Doch. Nein. Schnaufen, alles gut, alles gerettet. Jetzt ist Kaffee. Ja, gibt es Kaffee. Also. Kaffee. Ja, heißt ja Tüfli. Kaffee. Nein, ich. Kaffee.
Gut. Ja, gerne, ja. Gerne. Machen wir das? Können wir nochmal? Besser. Gut. Also was müssen wir jetzt? Einfach normal machen, oder was? Das heißt du zuerst. Scheiße! Rekoschrauber. Das passt so gut zusammen zu diesen zwei. Nein, ich bin noch warm über. Die Landfrau wüsste wahrscheinlich nicht, was Balöckli sind. Blogger. Ich weiss nicht. Das ist ein schwieriger Name. Mit P? Balögi. Ich weiss nicht, wie man es ausspricht. Baloga. Doch schnell. Also da. Hast du das nicht kriegen? Nein, der heißt ja. Zucchetti-Suppe ist. Genau. Mit dem. Das nicht aus. Das ist nicht mehr so. Kannst du das noch sagen? Focaccia. Focaccia. Es wird ein bisschen viel geschmuset hier in dieser Folge. Sag nicht, du. Schaut es nicht auch Kinder? Bier. Kann ich noch gross durchgeben? Nein, kann ich nicht. Mit meiner Familie grüßen, Mami und der Daddy? Nein. Das sind also unsere 3 Top-Landfrauen, die es geschafft haben bis ins Halbfinale. Lorena, wie ist es für dich, jetzt hier zu stehen? Ja, mega ein spezielles Gefühl. Also, ich glaube, das erlebt man sonst nie so. Ja, aber mega schön. Also, ich genieße es sehr noch einmal mit diesen Frauen und mit unseren Liebsten. Mega schön. Irene, der Puls schon auf 180 oben? Der war heute noch gar nie tiefer als 180. Nein, es ist jetzt wirklich schön da. Und gleich, eigentlich sind wir ja alles Gewinnerinnen. Und ich finde, wir haben das gut gemacht und wir dürfen stolz sein auf uns. Corinna, wie sieht es bei dir aus? Nervös? Nein. Jetzt mehr als an deinem Landfrauenessen vielleicht? Nein, am Landfrauenessen bin ich mehr nervös eigentlich mit Kochen. Ja, ich bin völlig überrascht, dass ich hier stehe. Ehrlich gesagt, ja. Ja, wer von euch am Schluss das Rennen macht, wer die beste Regionalküche hat können präsentieren, das finden wir jetzt heraus. Zuerst schauen wir jetzt noch einmal auf eure Menükreationen zurück. Das Heukran-Menü von der Lorena Rösli. Zur Vorspeise Ravioli mit Waldpilz. Der Hauptgang Rindsfilet à la sous vide. Und zum Dessert selber gemachte Macarons und Crème brûlée. Bei der Irene Meier alles unter dem Motto «Wäsch». Vorwäsch, Weissuppe im Wäschzüberli. Hauptwäsch, Filet Douette auf dem Wäschbrett. Und noch ein süße Wäschhänkchen zum Dessert. Und der farbenfrohe Dreigänger von der Corinna Kohler. Vorspeise Roastbeef vom Angus-Rind. Hauptgang Hacktätschli mit Bramata-Schnitten. Und im Desserthimmel eine pinke Himbeerroulade. Super gemacht. Jemand, der letztes Jahr genau an dieser Stelle gestanden ist und genau weiss, wie sich das anfühlt, so kurz vor der Siegesverkündung, die begrüßen wir jetzt. Das ist unsere Landfrau 2024 aus Dusnang im Kanton Thurgau, also ganz nahe von hier. Irma Schatt, herzlich willkommen. Ja, Irma, mir denkt, du bist erst gerade hier gestanden. Trotzdem ist es schon wieder ein Jahr her. Was ist in diesem Jahr alles passiert bei dir? Es war wirklich ein Wahnsinnsjahr. Man steht dann da und man ist es dann. Und dann denkt man, geht man heim und denkt, ja, geht dann schon. Aber es ist wirklich richtig einfach, man muss geniessen, jeden Moment dann reinziehen.
Und etwas möchte ich noch schnell sagen. Also das Höchste war schon, wo das deutsche Fernsehen angerufen hat. Grill den Hensler hätte ich mich da zeigen bei denen. Dann hatte ich leider einen Unfall mit heißem Fett und dann ist das nichts geworden. Aber ja, es war wirklich eine coole Zeit. Okay. Genau. Und kochen tust du weiterhin? Voll deine Leidenschaft geblieben? Ist meine Leidenschaft geblieben. Das finde ich aber schon schön, wenn es dann auch bleibt nachher. Sehr gut. Wir drücken den Daumen. Merci vielmals. Du hilfst mir gerade noch bei der Preisübergabe. Sehr Dir mal gerne. Schatz, meine Damen und Herren. Danke. Ja, bis ins Halbfinale hat es geschafft. Aber jetzt geht es in die nächste Entscheidungsrunde. Und nur für 2 von euch 3 geht der Siegeszug an dieser Stelle weiter. Und wir werfen einen gespannten Blick auf unsere Entscheidungsgrafik. Starten tut Lorena Rösli. Schafft sie den Sprung ins Finale? Jawohl! An diese Hürde hast du genommen. Und jetzt gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Irene und der Corinna. Wäschhäusli gegen Pretty in Pink. Wer schafft es von ihnen beiden im Finale? Und es ist Irene! Herzliche Gratulation zu diesem 3. Platz. Auch du bekommst einen Mikrogutschein im Wert von 2000 Franken und natürlich Blumen. Corinna, der 3. Platz. Herzliche Gratulation. Wie ist das jetzt für dich? Schön. Ich habe überhaupt nicht mit dem gerechnet. Und, ja, für mich ist eigentlich der Wettbewerb, je besser dass wir uns kennengelernt haben, je mehr ist er eigentlich in den Hintergrund gerückt. Und ja, die Lebenserfahrung die ist einfach unbezahlbar. Ja. Und wir haben sehr geschätzt, dass du dabei bist. Du hast beeindruckt mit deinem Auftritt, aber natürlich auch mit deiner Persönlichkeit. Merci vielmals. Danke Corinna vielmals. Koller, die drittplatzierte Landfrau. Noch 2 Landfrauen sind übrig, unsere 2 Finalistinnen, Lorena und Irene. Jemand von euch wird Landfrau 2025. Lorena, wie geht es dir so mit dem Gedanken, dass dein Name jetzt gerade ausgerufen werden könnte? Ja, also es ist sehr unrealistisch jetzt gerade. Also, ich komme mir vor wie im Film. Ja. Irene, was würde dir dieser Sieg bedeuten? Ich glaube, das wäre einfach nur das Tüpfchen auf mich vom ganzen Jahr, das wir hatten. Jetzt wollen wir schauen, wer von euch schlussendlich das Rennen macht. Und wir kommen zum letzten Mal unsere alles entscheidende letzte Entscheidungsgrafik. Wäschhäusli oder Heukran? Lorena oder Irene? Wer gewinnt die 19. Landfrau-Küchenstaffel? Und es ist Irene Meyer! Zum ersten Mal geht der Titel von Landfrau in Kanton Zug zu der Irene Meyer. Du gewinnst die Staffel, plus die 10'000 Franken von der Migros. Du repräsentierst die Schweiz
das Jahr lang als unsere Landsfrau 2025. Danke. Irene, du bist überwältigt. Wie ist das jetzt für dich? Es ist noch, wie dir mal gesagt hat, so unfassbar. Es kann gar nicht sein. Also wenn ich jetzt meine Kinder nicht so gesagt brüllen, würde ich es gar nicht glauben. Also, ja, einfach herzlichen Dank an meine lieben Freundinnen, die mir jetzt geworden sind. Und es ist einfach nur schön. Jetzt heisst es feiern. Genießen es, den Moment. Unsere Landsfrau 2025. Herzliche Gratulation noch einmal. Während da hinter mir jetzt noch ausgiebig gefeiert wird und ich mich verabschiede von euch und sage merci vielmals, dass ihr Freitag für Freitag bei der Landfrau seid dabei gewesen. Und jetzt wünsche ich euch im Namen des ganzen Teams eine schöne Weihnachtszeit. Auf Wiedersehen miteinander. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».